Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Na guckt, meine Sweet Revenge Ninja Turtles. Oder wie auch immer die Blasters heißen. Ich weiß es nicht genau. Aber coole Blasters sind sie auf jeden Fall. Wir verschießen jetzt mal kurz die mit den Saugnäpfen, weil wir müssen, wir haben heute Modifikationen. Und da will ich die mit den Saugnäpfen nicht für Referenzmessungen haben. Deswegen blastern wir damit mal rum. Zack. Der ist nur weg. Da noch nein. Also das ist ein bisschen Cowboy-Stil. Aber Optik gefällt mir noch nicht. Und aus der Leistung können wir wahrscheinlich auch mehr rausholen. Und das machen wir auch. Ich weiß nicht wie der. Ich habe noch eine Original verpackt einfach. Weil der in der Originalverpackung schon cool aussieht. Also, keine Ahnung wie. Der hat, glaube ich, keinen separaten Namen. Und ich habe auch noch, wenn wir schon beim Angeben sind, dann machen wir es auch konsequent. Ich habe noch Sweet Revenge original verpackt. Da. Die sieht, also ich mag die Bemalung da. Der sieht schon. Und ich bin halt ein Rebell. Aber die will ich irgendwie nicht modifizieren. Und ich habe noch zwei original verpackt. Einfach. Gut, die habe ich halt. Da bin ich mal drüber gestolpert. Ja, komm. Ja. Und ist die faszinierenderweise die Verpackung ein bisschen anders. Keine Ahnung, vielleicht ist es so ein amerikanisches Modell, das andere europäisches Modell oder was weiß ich. Da steht Sweet Revenge und da hat er in France Duos Revanche. Und in Deutsch heißt es Sweet Revenge, ja, okay. Ja. Dolce Vendetta. Okay, Italienisch ist cool. Also, Rebell Adventurera. Also das ist wahrscheinlich die europäische Variante, das ist die amerikanische Variante. Ja, packen wir es wieder weg. Genug angeben. Tun wir wieder was basteln. Und ein bisschen Sammelleidenschaft muss ich schon eingestehen. Dann laden wir wieder und dann holen wir das Messmittel raus. So. Und dann machen wir mal Vorhermessung und dann zeige ich euch, was ich so vorhab. Und ihr habt da noch, das ist die mit Tape und das ist die andere ohne Tape. Einfach, dass wir die währenddessen unterscheiden können. Ich hoffe, dass die nicht arg abweichen voneinander. Aufwachen, gibt was zu schaffen. So, fangen wir den mit Tape an. Und wir messen natürlich einen Meter pro Sekunde, falls ich wieder Maßeinheiten vergesse, ich Schlamper. Dürft ihr euch in die Kommentare beschweren. So, jetzt haben wir 400 Meter pro Sekunde. Ne, das 16,3 ist schon eher glaubhaft. Also 400, also das. Dann würde ich jetzt das mit modifizieren sein, also das. Zurück. Fangen wir nochmal neu an. Das, also 400, alle was recht ist, aber 400 Meter pro Sekunde, das halte ich für unglaubhaft. So, 16,5, 15,3, 15,7, 15,5 und 16,1. Und weil es bloß ein 5 Schuss Blaster ist, begnügen wir uns auch mit 5 Werte. So, dann notieren wir das mal. Da haben wir einen Mittelwert. Jetzt haben wir 15,8. Im Minimalwert haben wir 15,3. Und im Maximal 16,5. So, dann resetten wir das. Zurück. Und dann messen wir den ohne Tape.
So. 18, alles. 17,0. 14,8. 17,8. Und 16, alles. Respekt. War gut, dass wir das differenziert haben. Weil das ist schon minimal Unterschied. Da haben wir im Durchschnitt 16,7 Meter pro Sekunde. Im Minimal 14,8. Im Maximal 18, alles. Hat ein bisschen ärgere Streuung. Ah ja. So. Jetzt packen wir das weg. Und dann haben wir da, packen wir das weg, das ist aufgeräumt. So, dann haben wir da ein bisschen Krust. So, das brauchen wir. Ein bisschen Fett. Ja, das landet, glaube ich. Also, wobei, man könnte es auch verschaffen, dann ist er aufgeräumt. Also, das ist so ein Ding. Okay, ja. Ist gut gemeint, aber irgendwie auch komisch, so eine kleine Portion Fett. Aber ja. Und dann haben wir das, wenn wir 2 Blaster haben, das 2-mal und eine zweite Portion Fett. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir heute mit dem Messmittel Nummer 3 und mit dem Schraubenzieher ohne Nummer auskommen. Also mein Werkzeug nummeriere ich jetzt nicht durch, das fangen wir jetzt nicht an. Und dann gucken wir. Ich bin ja mal gespannt, ob das da überhaupt da reinpasst, aber das müsste eigentlich, weil das ist alles Modifikationsset für Modifikationskit für die Hammershot. Und dann hoffe ich, dass die Blaster von der Innereihe ähnlich genug sind, dass das reinpasst. Das wäre schon cool. Aber ich würde sagen, Raschel. Ich würde sagen, ich mach mal einen auf und guck rein. Und wenn es Gott, machen wir einen anderen auf. Dann, bis gleich. So, der ist durchgegangen, oder? Und dann, ja, so, zack. Jetzt weiß ich nicht, für was das. Das muss schon das obere rein. Bauen wir mal die schwächste Feder wieder kurz ein. Und gucken, ob das so schießt. Hoppala. Ja. Okay, das hat jetzt halt alles. Ja, das mit bloß eurem Werkzeug, das habt ihr vielleicht gesehen. War nix. Hab mein Meinungsverstärker noch braucht. Uiuiui. Ui, sag mal. Ich habe halt bisher bloß ein Ding zerlegt. Ein Doppelstreik. Das muss alles ein bisschen. Okay, das kann man vielleicht auch einfach. Ja, das ist einfach nicht dafür gemacht, dass man das offen betreibt. Ui. Ja, gerade sag ich's. Uiuiui. Jetzt hat's mal da. Stieftle. Die Videos auf dem Tisch drehen, nicht unter dem Tisch. So.
Aber wir haben ja... Das kann nur so nein. Wir haben ja zum Glück einfach einen zweiten Blaster da. Das heißt, wenn wir irgendwann mal nicht mehr wissen, wie es zusammengehört, dann greifen wir die Flucht nach vorne und öffnen einfach einen zweiten Blaster. Ich glaube, das Fett Heieiei. Nicht, der muss schon. Das muss schon so rein. So. Zack. Das drückt halt jetzt auf das nach vorne. Aber es passt auf jeden Fall von der Form her. Das war ja meine große Befürchtung, dass sie auch noch das minimal anders machen. Aber die hat sie nicht erfüllt. Weil sonst hätte ich mir jetzt doch noch Hammershot kaufen müssen damit. Oder zwei, oder ich hätte halt meine 2 Hammershots tunen müssen, die ich schon vorgestellt habe. Aber ich mag den Blaster. Ich mag den auch tunen. Nicht mein Geld in der Hammershot versenken. Also die wahre cooler Seite, da bin ich mir ganz sicher. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil das muss man erstmal. Jetzt gucken wir. Ah, das ist. Ja. Das Fall halt auseinander. Das sieht aber süß aus. Ich glaube, das muss ich noch mal rausmachen, damit wir das Hebel jetzt sehr schnell. Aber das machen wir im Schnelldurchlauf. Da hat die Schreible habe ich fast vergessen. Haben wir schon gedacht. Machen wir Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, jetzt hätte ich sagen, finden wir mal raus, dass das nicht Gott. Also, das ist jetzt hier. Das kann jetzt gut sein, wenn wir müssen da Hanna sieht. Es gibt halt doch einen feinen Unterschied zwischen der Sweet Revenge oder dem Ninja Turtles Dingens da und der Hammershot. Ich glaube, Hammershot heißt sie. Ich schon. Bin ein bisschen. Langsam ein bisschen fertig. Also, nicht mit Blaster, aber mit der Welt. Gerade ein bisschen. Wird Zeit für Feierabend langsam. Ei. Ja, doch. Das wird jetzt nicht arg viel mehr Leistung haben, weil ja,
das Gehäuse wird da hinten wieder einiges wegnehmen. Das heißt, wir müssen da hinten ein Stück vom Gehäuse wegnehmen. Das, seht jetzt das, was wir da auf haben. Raus der Schreiblässe, sonst fliegst. Wo ist 2? Das heißt, da unten können wir das zulassen. Und da haben wir ein Stückchen vom Gehäuse weg. Und wir wollen das also modifizieren, dann passt das. Das heißt, wenn man da schreibt, ein bisschen lockert. So ist halt. Müssen das jetzt halt ein bisschen hemdsärmelig machen. Wir machen halt das zweite noch nicht. Das überlege ich mir dann, wie man dann das Gehäuse wegmacht. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir Messwerte rauskriegen. Ja, seht auch, das mit eurem Werkzeug war wohl nicht so. Da, der Meinungsverstärker, das Bombewasserzängli. Ja, der die Federn nicht zu kriegen, das war ein Kampf und da ist die blöde Feder noch rausgefallen, die den das Zylinderding noch wieder vorzieht. Und ja, das. Und jetzt das. 16,9. Was ist jetzt da? Das vorne noch. Weil das wird jetzt natürlich dann durch das Gehäuse wieder gebremst. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das muss ich mal eine ruhige Minute machen. Da mit der Säge lang fahren. Packen wir das Werkzeug wieder weg. Ey. Krach. Krach. 7,6. Nix. Das hätte ich mir einfach vorgestellt. 17,1. Ist jetzt auf daneben. Warten wir halt noch hinein. 18,5. Das muss da noch. Es ist bloß da seitlich ein bisschen weg und da Unterstückle weg. Das ist wohl. Das Gehäuse verläuft halt anders wie bei der Hammershot. Es kann sein, dass da in der Hammershot das Gehäuse wieder unten sitzt und deswegen das alles kein Problem ist. Ja. Schade. Ja, das seht ihr. Das ist wahrscheinlich gerade ein bisschen was das Gehäuse. Ja, das ist ein bisschen anders und das macht bei dem Hebel halt den Unterschied, dass das nicht geht. Das heißt, und 16,0. Ja gut, da haben wir jetzt den 7,6. Ansonsten sind wir 16,9, 17,1, 18,5, 16. Was haben wir vorher gehabt? Vorher 16,7. Jetzt haben wir 15,2, aber halt auch Ausreißer von 7,6. Ja, das ist jetzt nicht der erhoffte Erfolg. Aber wir wissen jetzt zumindest, was wir machen müssen. Da das Gehäuse modifizieren. Ein Stückchen weg, ein bisschen wegschleifen. Das kann ich beim anderen auch gleich mal machen. Und dann machen wir da vorne wieder Zeugs noch, machen Farbe anders. Alles so Stück für Stück. Also, das ist ein cooles Blaster. Das ist, oder könnte ein cooles Blaster werden, so rum. Und den Schmutz haben wir auch verschafft.
ist schon. Ja, das. Frustrierend. Aber Probleme sind zum Lösen da. Sonst hätte es ja keinen Spaß machen. Das ist schade, dass sie da das Hebel, ich meine, wenn das alles ein bisschen, einfach ein bisschen, ich habe das jetzt, ich meine, ihr seht schon, in welche Richtung das gehen kann, dass das dann nachher cool wird. Oder vorne mal was nachmacht. Ich meine, der Teil sieht schon recht gut aus und das sieht alles recht schnittig aus. Das Wein her, da oben kann man was drauf machen. Das ist dann, wobei das passt eigentlich dann schon, wenn man das da haben. Also, ich rede jetzt mal jetzt halt her. Das, ihr wisst, ich habe ein zweites Satz gekauft. Und ihr wisst, ich verschaff's auch. Also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Aber für heute lassen wir es gut sein. Ich wünsche euch ein bisschen schnelleren Erfolg beim Basteln. Oder wobei, weiß nicht einmal. Man gewinnt die Erkenntnis und ihr habt jetzt die Erkenntnis, Sweet Revenge geht nicht gern. Das hebelt da mit auf. Jetzt habe ich. Ja, gerade den Spalt gesehen. Ja, lassen wir es gut sein. Wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.